Herzlich willkommen, liebste Tauhörer, Tau. Party, Platt und Plüschmors. Wunderbar mit Hilka und mir, der Lisa. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, moin. Schön, dass ihr wieder dabei sind bei uns zweite Folge von uns Podcast. Ich bin immer noch ein Betten obrecht, aber nur ist das, fühlt sich schon Betten Bäder an, Betten gewohnte. Ich habe auch just noch mal einen Kaffee gehabt, so zur Beruhigung. Das ist die beste Strategie. Da ist auch nichts binnen. Ich habe mir da auch noch kein Likör oder so was drin füllt. Ach Mensch, ich dachte schon, das war eine lustige Folge, Hüt. Aber wie ist das doch Jimmers lustig? Oh, stimmt. Nee, aber ich habe mir da nichts drin fühlt. Das können wir dann mal anderen Mal morgen. Das ich zwei Gläser Wein trinke und dann fragst du mich noch allen Peinlichkeiten von dem Leben. Oh, da könnt ihr nichts mehr inhaken. Schrift mal Fragen. Der Hilka ob 2 Gläs Wien, dann beantworten Scheiß. Das war eine Special-Folge, irgendwie Titan-Folge oder so. Ich habe ja diese Prämisse, kann ich das sagen, so von montags bis freitags nachmittags trinke ich ja nichts. Außer so, das ist was Besonderes, als, weiß ich nicht, ein Geburtstag oder sowas. Aber wenn dann Urlaub ist und ich kann mir vorstellen, dass das so analy auch so geht, dann gibt das auch auf und zu mal mehr was zu trinken. Ja, auch inne de Wägen im Urlaub dann. Auch in der Weken, so ich stelle mir da so gerade vor, so Lü auf Mallorca, der dann so Sangria. Schön am Strand. Oder wenn du so Urlaub in so einer Wien-Region magst, Ja. dann musst du ja auch viel Wien probieren. Ja, absolut, wenn du schon mal durch bist. Ich bin ja auch mal so für einen Kurztrip an einem Moselwein und du kommst da auch gar nicht an vorbei. Also das geht gar nicht anders. Du kriegst da an Eck kriegst du da dann auch Wien anboten. Ja, da kannst du nicht nie singen. Absolut nicht. Aber an der Mosel, bist du denn öfter in Deutschland im Urlaub werden? Ist unerschädlich. Ist unerschädlich. Irgend sag ich schon was. Ich brauch so einmal im Jahr so einen richtigen Strandurlaub, wo das Hit ist und dann packe ich mir 3, 4, 5 Böker in und der lese ich dann in ein Wegen ob Dörr. Von da auf mein Kindle, aber früher dann so als echte Böker, so hast du dann so 4 Kilo extra in Handgepäck. Genau. Oh, nehme ich die Jacken mit? Nee, ich nehme den Böckebuchplatz. Ja, sowas. Und wie sowas komme ich ja richtig runter. Aber ich mag das auch gern, dass ich den Kram kennenlerne. Und ich muss auch sagen, so in fremde Länder umherreisen, das habe ich noch nicht so vorn gemacht, aber in Deutschland habe ich das nur auch als vorn gemacht. Zum Beispiel Städtereisen oder sowas. Das geht ja Jimmers. Oder wir von uns ist das ja noch nicht wie in Harz. Oh, schön, ja. Der Harz, der ist so wunderschön. Also klar, für das Wandern ist das super. Das ist auch so vielfältig. Krass. Aber auch so die Städte da. Wunderschön. So zum Beispiel Blankenburg. Oh, Blankenburg Habe ist... ich noch nimmer vorher von gehört. Aber... Ja. Also das kann ich echt sagen, der Harz ist großartig und vielleicht hättet ja auch der ein oder andere von mir in Instagram auch mitgekriegt, der Harzer Wandernadel. Na, was ist das für eine, die ihr vielleicht noch nicht mitkriegen habt? Ja, der Harzer Wandernadel. Das muss ich auch sagen, ich war nicht dafür betont. Das ist noch nicht. Ja, das habe ich selbst betont. Das ist so ein Stempelheft. Und da kannst du dann durch ein Harz lopen und von Stempelstelle zu Stempelstelle wandern und dann kriegst du da so einen Stempel drin und dann kannst du die so Aftheken bestellen. So Anstecknadeln. Und da Beton Harzer Wannerkaiser. Wannerkaiser, wow. Wo bist du jetzt gerade? Bist du jetzt noch so Fußvolk oder was bist du? Ich bin mir nur nicht heel sicher, aber ich glaube so 50 Stempel sind das all. Aber Beton Wannerkaiser brugt wie halt 222. Wow, okay. Ja. Aber noch eine Motivation, finde ich gut. Wie ist denn, kriegt man da ein Stempel pro Dach? Ist er wie um Camino? Also um Jakobsweg? Oder? Nee, du hast dann Stempelstellen, wo du dann hinwanderst. Also du kannst, wenn du das Klauk anstellst, kannst du an einem Dach, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Stempel sammeln. Ah, okay.
Und das ist echt schön gemacht, weil du hast dann da so Routen in so ein Korte bin und das sind auch echt richtig schöne Routen. Man kann halt von Thale nach der Rostrappe wandern, durch das Bodetal. Ich glaube, das ist auch ein Teil von einer Harzer Hexenstieg. Und das ist richtig, richtig stur, aber wunderschön. Ja, und ich glaube, da kriegt man dann all sehr viel Stempel mit. Du kannst auch der Helenharzer Hexenstieg loben. Das ist dann sogar noch mal ein extra Stempelheft. Wenn du das nochmal extra machen willst, das sind Glöwig 180 Kilometer oder sowas. Ja, klingt ja gut. Aber du bist noch nie so in Harz unterwegs, wegen? Oh, ich war einmal im Harz. Ich bin immer mehr auf die friesischen Inseln wählen, Jüst und Spiekeroog, da weit wie viel. Und dann habe ich ja in Wismar gelebt, also quasi genau dort, wo andere hinfeuert, um Urlaub zu machen. Habe mir ganz viel von Mecklenburg-Vorpommern ankägen. Mit der Seenplatte dort, Plau am See. Da weit wie mir in der Wagens. Ja, das ist auch spannend, Mecklenburg-Vorpommern, weil, as wie secht hat, wir wollt so ein Beten über das Reisen schnacken, habe ich mich ja so ein Beten vorbereitet. Ach, Mensch, da muss Ja. ich arbeiten. Ich hab mal de tollen gut sögt über de reiselustigen Dütschen. 2019, also vor Corona, habt in Deutschland rund 54 Millionen Personen eine Reise von mindestens 5 Tagen gemacht. 54 Millionen. Und das sind dann insgesamt 2019 70 Millionen Urlaubsreisen gewesen. Und das ist so von der Person toll in 2020 gar nicht so viel runtergegangen. Da sind das, ja, ein bisschen weniger, aber bloß 10 Millionen weniger. Also nur, wird das in den verleden Jahr, sind das 45 Millionen Personen gewesen. Und insgesamt dann 50 Millionen Urlaubsreisen. Ach, tolle Lockdown-Tit. Ja. Mensch, ja. Ja. Und so der Durchschnitt von der Dauer von Urlaub wäre in das verleden Jahr auch 9,9 Tag, also tein doch. Das ist gar nicht so wenig, liegt das Corona ja weh. Ich habe gedacht, das wäre weniger, aber das habt ja auch gerade in Deutschland so der Urlaubsregion auch gesagt, nö, der Sommer, der wäre gut. Das wäre alles aufgebucht. Ja. Ich kann das nur von dem erzählen, wo ich das morgt hab in Wismar. Ich war ja noch im Mai, Juni, war ich ja noch durch. Und als dann gerade so diese Grenzen werde zwischen den Bundesländern werde offen wird, wie eine Welle kämen alle Touristen und hat wirklich die ganze Stadt beflutet mit Menschen und alles leer kopft. Und da habe ich auch gedacht so, wow, Wahnsinn. Aber das ist diese Fernweh, was einfach in uns steckt. Und was man dann auch gut leben muss irgendwo. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, ich wäre ja auch mal ein Jahr in Ausland hab da gelebt und das wäre auch für mich richtig, richtig wichtig, was ich da alles belebt hat. Also, Wo bist du wenn? ja, ich wäre in Portugal für ein Jahr, als ich studiert hat und das wäre, damit wir irgendwann an der Nummer überschnacken, aber das wäre richtig, richtig beeindruckend für mich, was ich da auch belebt hat. Ich wäre da 22, 23, als ich das gemacht hat. Also irgendwie auch noch echt jung. Ja, und dann wächst da den Dorf von einem Tag auf den anderen allein. Ich habe noch keine Wohnung hat. Ich habe keinen Stundenplan hat für die Uni. Ja. So, mein Portugiesisch wäre auch nicht so gut. Das war auch nochmal eine ganz eigene Folge über allein reisen und dann wirklich allein in ein anderes Land kommen, gerade was du dir nur als Schildern das ist. So viele sind da so bang für. Und ich finde total stark, dass du das einfach so mockt hast. Ja, aber wäre ja nun vielleicht ja auch nicht so viel mit Utland. Und ich habe mir da aber noch mal was anderes angekickt. Und nun war das auch interessant, Lisa. Die beleebtesten innerdütschen oder binnendütschen Reiseziele sind in 2009 wäre an Platz 1 Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Folgt von Bayern. Ja. Dann Schleswig-Holstein. Platz 4, unser liebstes Bundesland Niedersachsen. Oh. Und dann Platz 5, Baden-Württemberg. Und das hat sich in 2020 fast nicht ändert. Bloß. Und mein Lütsches, Swattes, Lattisches Hart weint nu, weil Bayern und Mecklenburg habt ihr Plätze duscht. Oh nee, die feiert ihr nur alle Leben nach Bayern? Ja. Mensch.
Ja. Also, kommt sofort zurück. Kommt zurück, bitte kommt zurück zu uns in Norden. Wie, das ist so schön hier, und wie schnackt platt. Also, Ja. so, und wie so, ich habe mir darum was gedacht, Lisa. Mhm. Und zwar, ich denke, Süddeutschland, lebe süddeutschen Torhörers, von Dach geidert bloß um Plattdeutschland. Von Dach geidert bloß um Plattdeutschland. Wie mögt wat don, dass Mecklenburg-Vorpommern, wer da auf Platz 1 kommt und der anderen Bundesländer natürlich auch. Mhm. Und darum habe ich mal so ein Beten Sehenswürdigkeiten rutsögt. Aber Sünner der Inseln. Die Inseln sind nicht mit dabei, habe ich gut genommen. Schleswig-Holstein, bitte, Levelü, kommt noch Schleswig-Holstein, weil da ist Lübeck. Hm. Lübeck ist wunderschön und das gibt doch Marzipan. Bist du einmal in Lübeck gewesen? Ich bin öfter in Lübeck gewesen, ja. Dadurch, dass das von Wismar total Norway, weil wir auch und Tauer in Lübeck. Ja, das ist klasse. Und da gibt es ja auch so spannende Museen. Also das Buddenbrook-Haus, wo man viel über Günter Grass lehren kann. Und auch das Hanse-Museum. Das ist auch richtig interessant. Gerade was da auch denn die Geschichte von Plattdeutsch mit der Hanse, war das da auch verklort? Ja, was auch verklort. Das ist dann viel Mittelniederdütsch, wo ich dann am nächsten schnack so, ja, wo kommt das Wort nur denn nur weg? Und dann tell ich schon was, ja, in Ollhochdütsch und in Mittelhochdütsch, aber auch in Mittelniederdütsch und in Ollsässisch wäre das so. Ja, also Lübeck ist echt wunderschön, Levelü. Ich habe aber noch 2 andere Sehenswürdigkeiten für Schleswig-Holstein rutsögt. Und zwar noch Kiel. Kiel ist ja so, da kennt man bloß immer die Kieler Weken. Ja, ja. Ja, und das ist eine große Party. Also ich habe da 2-mal mitgemacht. Einmal, als ich in Kiel gelebt habe, das war krass. Das war so mal und toll. Ich habe da eben Weken echt so viele dolle Eindrücke gekriegt. So Party, klar, aber auch Kultur und Leben. Das ist wow. Kieler Weken ist klasse, ist richtig doll. Kann ich mir das so vorstellen wie Dom? Oder wo ist das? Mit Schippen? Rumschippen? Dom ob Schippen. Dom ob Boote. Nee, nicht als Dom. Also das ist kein Kirmes. Aber viel Bühne, viel Live-Musik. Der Hehlendach ist Live-Musik, ist irgend so ein großes Festival eher. Mhm. Und abends ist dann Party mit Lot in der Nacht. Und die Clubs sind offen und du kannst aber auch ob Schiffe rumfahren, ob die Förde. Das ist dann eine einzig große Party. Party. Ja. Party. Von Kiel, wenn nicht Kieler Weken ist Kiel, ich mag Kiel Goatläden, hat wunderschönes dran, aber auch ein U-Boot. Das U-Boot, U-954, das liegt in Kiel-Laboe und das kann man sich auch ankicken. Das ist auch spannend. Kannst du doch gehen? So richtig roter Oktober-Feeling? Ich glaube, man kann da rinnen. Mhm. Und das ist auch interessant. Ich glaube, das ist auch das letzte verblieben U-Boot von dieser Baureihe. Oh. Und dann kann man sich das mal richtig vorstellen, wo das ist, so in sowas. Also, wenn man sowas mal für sich hat. Ja, und wenn man sich dann wirklich, aber ich kann das nur sagen, ich will, jetzt will ich nur sagen, aber ich will in Bayern, in München, in den Filmstudios in Babelsberg. Und dort, wo das Boot, also quasi in dem U-Boot, wo das Boot dreit worden ist, dort kann man noch durchlopen und sich die ganzen Requisiten ankicken. Und dort ist wirklich ein echtes U-Boot, wo man dann durchlopen deit. Und das ist so beengt, also ich habe Beobachtung von dem Menschen, der dort wirklich leben muss. Total interessant. Und das ist so, fast man jetzt doch noch mal in Bayern ist, kickt ja das gerne mal in den Filmstudios Babelsberg an. Ja, aber nun lag das auch mit den Bayern von Ja, ich will gerade sagen, Werbung Ende. Und dann habe ich aber für Schleswig-Holstein noch mein allerliebstes Utflugsziel. Mein allerliebstes Utflugsziel, das sind irgendwie 2, aber der hört zusammen. Und das sind das Wikinger-Museum Heiterbu und das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum in Gottorf. Okay. Der hört so ein bisschen zusammen. In Heiterbu, das ist auch wunderschön legen, an der Schlei. Und da habt ihr eben so ein olle Wikinger-Dörpen wieder abgebaut. Und Heiterbu, Hedeby, als der Wikinger das sagt hat, das wäre eine riesengroße Stadt.
in das Frühmittelalter. Ich glaube, da habt 20.000 Lü lebt. Und das ist richtig, richtig spannend. Das kann man sich auf jeden Fall mal ankicken. Und das ist da auch in der Natur wunderschön, da mal lang zu laufen. Und dann gibt das auch eben das Landesmuseum in Schloss Gottorf. Und da habe ich auch so eine richtig lustige Geschichte und meine Kindheit. Da ist auch so ein großes Wikinger-Schiff und ich war da, glaube ich weiß nicht, 3 Jahre alt oder sowas und das vertellt mir mein Öllern noch. Ich war halt so ein Lütschen drin und dann hang ich da an so ein Geländer rum mit meinen Hannen fast und hab da so rumschaukelt. Und ich war so richtig keck und da war so ein Lütschen Jong und die kiekt jimmers und ich hab in Tor ropen, Junge, gucke! Junge, gucke! Und wo sich für die Moorleichen interessiert, der habt der hele Bereich in das Schloss Gottorf auch morgt, da kann man sich echte Moorleichen mal ankicken. Oh, echte Moorleichen. Echte Moorleichen. Kann man sich doch mal ankicken, ist Schloss Gottorf und auch nur Heiterbu. Das ist so mein Reisetipps für Schleswig-Holstein, Sünder der Inseln. Damit wir Schleswig-Holstein mal wieder ein Beten nach vorne bringt. Ja. Und nun muss ich die aber fragen, was sind denn die Reisetipps für Mecklenburg? Ja, oh gern. Absolut. Also kickt auf jeden Fall noch Wismar. Wismar lohnt sich echt. Ich würde doch nicht vielleicht eine ganze Weg Urlaub morgen. Ich glaube, dafür ist doch nicht taufellos. Aber gerade um die Innenstadt sich antau kicken, eine wunderschöne Innenstadt, ganz im Hansestil, ob der Insel Pöhl feuern und der Rapsfelder, der lopen, das ist wirklich, das ist mehr, das ist mehr als nur für Rentner und wie halt die Kaffeefurten. Der Heizdeckenfahrten. Ja, du siehst dann in Wismar, wie diese riesengroßen Reisebusse voll mit Rentnern anfeuert kommt. Die ganzen Rentner rutschen, der geht dann erstmal der Kaffee Senf und küppt sich einen Kaffee und Kauken. Dann geht er in eine Sektkellerei. Dann war erstmal ordentlich ein Säckchen mit Susbrus. Finde ich übrigens wie total sollte das plattdeutsche Wort für Sekt. Aber du sagst Susbrus, ich sag Knallköhm. Nein, wirklich? Ja. Aber Susbrus ist auch schön. Ja, wie ist es Susbrus? Knallkröm. Knallköhm, genau. So als Klötenköhm. Knallköhm, Klötenköhm. Das passt dann auch wieder zu mir. Aha. Ja, aber ich habe auch nichts in meinen Kaffee bin. Nee. Noch nicht. Noch nicht. Das ist ja ein Podcast. Du, wie weit ja gar nicht so genau, was du da eigentlich so gerade hingestorben hast. Ich schwör, Dave von meinen Harten in meinen Kaffee ist nix binnen. Noch nicht. Aber dann sind die ollen Lühe da mit Susbrus. Ja, genau. Denn was die erstmal bei natürlich mockt mit ganz viel Susbrus-Verköstigung. Und dann was sie nochmal in der Innenstadt schäbt und dann möchte ihr ganz viel köpen. Das ist eigentlich ist ein ganz hinterlistiges, aber ich glaube ein recht rentables System, was sich dort die ganzen Kaffeefurt-Vereine da gedacht habt. Ich habe auch mal gehört, zu diesem Thema Heizdeckenfeste, eigens ist das ja bloß ein anderes Wort für Heideblütenfeste. Heideblütenfeste? Ja, das kennst du doch vielleicht auch. Ja. Wann die Lüdern in der Heide bracht ward. Und alle Lüder röbt, der Heide blüht. Ja. Und der eigens warte aber der Heizdecke verkauft. Ach, wart, wie hinterhältig. Ja. Oh, wie hat immer Heideblütenfest in Sneven und in die Heidekönigin. Genau, da war doch Bius, wo ich wegkomme da. Bist du auch mal Heidekönigin gewesen? Nee, Bius gibt das nur das Honigfest oder gibt das Honigfest. Ich bin aber nie Bienenkönigin geworden. Das wäre so cool, wenn. Aber du hast in der verleden Folge gesagt, das gäbe in Wismar bloß ein Disco. Ja, genau. Ja, Wismar ist gar nicht so groß. Also wir haben ungefähr, sind da 40.000 Einwohner. Und davon sind 4 bis 6.000 Studenten. Also man hat schon recht viele Studierende. Und der Studierende ist auch wirklich wundervoll. Gerade wenn man sie dann immer die Utwahl hat zwischen lerne ich jetzt für meine Prüfung oder gehe ich Volleyball spielen am Strand. Ich weiß nicht. Okay, ich kann ja auch am Strand lernen. Kottetiese, das klappt nie. Man lernt einfach nicht am Strand. Wismar ist von mir ein ganz, ganz hitter Tipp. Und dann noch auf jeden Fall die Mecklenburger Seenplatte. Das ist so unberührte Natur. Wundervoll.
Wir haben eine Kanutour gemacht, durch Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist, man kann sich nicht mehr vorstellen, dass so unberührte Natur überhaupt noch in Deutschland zu finden ist. Wir sind da lang paddelt und plötzlich war ein Biber neben mir. Oh, Bieb, oh. Und die sind groß, das kannst du nicht vorstellen, groß und haarig. Und hätte was echt? Nee, leider nicht. Aber hier sind nicht wegflogen für uns. Die sind dann wieder paddelt, aber ja, da hat man echt Glück. Oder Eisvogels kann man sehen. Das ist echt wirklich voll die Natur. Wir habt auf Campingplätzen campt, von daher ging, also das war halt alles erlaubt. Und die sind direkt am Fluss wählen, das war einfach Taun Utspann, perfekt. Ich will mal campen. Das wäre bei Rerik an der Salzhaf. Ja. Und das wäre auch wunderschön und Rerik. Ach, das hätte mir auch gut gefallen mit der Stilküste da. Mhm. Das wäre auch so schön. Und das ist so der letzte Tipp nebenbei. Levelü, vielleicht habt ihr auch in der Schule das Buch Sansibar oder der letzte Grund lesen. Und das spielt in Rerik und man kann dort auch in die Kargerinnen gehen und die Figur der Engel von Ernst Barlach ankicken. So, das wäre nur der Touri-Tipp am Rand. Ah, das ist ja spannend. Du bist ja eigenstes Mecklenburg-Experte. Gibt das noch was man sich unbedingt ankicken muss? Jetzt habe ich das gerade. Ja, man kann eine ganz wundervolle Vorradtour um die blaue Acht hält das. Um den Binnen- und Butensee von Schwerin mocken. Und das lohnt sich echt. Oder über den Schweriner See segeln, wenn man das gerne macht. Kannst du sallen? Bäten. Also ich kann das nicht richtig und um meine Love-to-Do-List steigt noch ein Schiendorf härter mocken. Aber ich würde sagen, Jümmes, wenn du mir die Lü mitgenommen habt, hört mich nicht so ganz so dumm anstellt. So, nun habt wie die zwei Bundesländer hat, Lisa, und nu mögt wie so in Doppelpack als Power Dirns wat über uns Bundesland Niedersachsen mocken. Ja. Ja, Harz habt wie all hat, also da tellt nun nicht mehr. Was ist din super Tipp für Niedersachsen? Mein absoluter Supertipp ist natürlich die Lüneburgsche Heide. Feiert unbedingt mal in die Lüneburgsche Heide. Das ist so eine wundervolle Landschaft, die eine so interessante Geschichte auch hat, gerade wie das alles entstanden ist. Wenn man plötzlich in eine Herde von Heidschnucken storn deit. Da sind 500, 600 Tiere auf einmal und man sieht nur ein graues Meer um sich rum. Und auch wenn dann mal nicht ganz so gauet wie ist, um vielleicht in die Heide runtergehen, kann man bannig viel in der Lüneburgschen Heide mocken. Man kann Serengeti-Park, ich weiß nicht, ob ihr diese singen deit. Ja, na klar. Serengeti-Park, der Vogelpark, Heidepark, all das hätte man super nah beieinander. Und der Wildpark Lüneburger Heide. Ja, oh ja, absolut. Das sind dann wirklich Ziele, gerade auch mit Kindern. Ja, da lüchte Kinder oben ob. Ja, und man kann doch auch da von Undeloh mit einem Pferdewagen feuern. Ja, genau, Wilseder Berg. Und Wilsede, da kannst du ja auch nicht mit einem Auto hinfeuern. Kannst bloß mit einem Pferdewagen, mit dem Fahrrad oder wandern. Das wäre also Tipp Nummer 1 für Niedersachsen von der Niedersachsen-Expertin. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, auch für diese Folge habe ich ja all secht. Und ich wäre ja baff erstaunt, dass als ein von den Top-Tipps für Niedersachsen der Autostadt in Wolfsburg nannt ward. Ich bin da ja ute Eck, ute Ostfalen. Und klar kenne ich die Autostadt ob und dol. Ja, ich denke so für Autofans ist das super. Man kann da ganz viel über Autos lernen und das ist auch so ein richtig schönes Gelände. So ein Beten, also so eine Mini-Expo, vielleicht kann man das beschreiben. Also so viel dazu. Was ich aber lieber vielleicht mal empfehlen will, ist da sind wir so ein Beten wieder, wie de Ders. Kein Biber, aber Otter. Das Otterenzentrum in Hankensbüttel. Das ist mein Utflugstipp für Lü, die so in Südost-Niedersachsen unterwegs sind. Das ist ein wunderschön Lütschen der Park, wo das allen so rund um Otter geht. Und man kommt da bannig nah an der Otter ran. Aber auch in so einer naturnahen umgeben. Das ist so, ja, ich glaube, man kann als sagen, so Heidmark, so an Rand von der Heide. Schön, das klingt wirklich schön. Ich wollte mal als Kind ganz freue, aber ich habe auf jeden Fall Lust, mal wieder hinterfeuern. Wir sind so ein Beten, das auch irgendwo festlegt, ne, so ob de Osten von Niedersachsen. Ja.
Das gibt auch war nicht viel andere scheune Ecken in Niedersachsen, lebe Tauhörers. Also lebe Ostfriesen, lebe Lü und das Münsterland und das Ammerland rund um Hildesheim und Göttingen. Also wie dingt auch an Jau, aber wir mögt ja auch so ein Beten Lokalpatriotismus. Aber damit wie ja nicht vergeht, also Lea ist auch wunderschön. Kann man mal unbedingt hinfahren. In Nörden in Ostfriesland gibt es ein Teemuseum. Kann man auch hinfeuern. Ist wunderschön. Oldenburg, herrlich. 1 Klasse und ja, auch in Söden von Niedersachsen. Wo das dann auch also in der Richtung von Harzgeit, Lisa, ist es da schön? Wundervoll. Absolut. Wunderschön ist das wie uns in Niedersachsen. Das ist so, was irgendwie so ein Beten über das Reiseverhalten der Deutschen Rutsöcht have, aber was wir Glöwig in Deutschland in das verleden Jahr auch gelernt hat, ist Camping, oder? Ja, absolut. Hilka, sag mal, bist du ein Campingtyp? Also bist du Freue mit den Öllen oder so am Campen feiert? Nee, gar nicht. Min Mutter kann Camping gar nicht ab. Min Vater, der ist eher so ein Beten in der Richtung Camping, aber nicht so ein hele Wegen Campingurlaub. Das ist auch nicht sein Ding. Und ich ha Camping eigens von Festivals dann kennenlernt. Und ich hab so ein Riesenzelt. Ich glaub, das hätt 8 Quadratmeters. Wow. Ja, das wie bei Harry Potter, wenn er da ringehauen died und das Zelt wird immer grötter und grötter. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Das ist super. Und so kann ich auch super campen. Aber so mit Wildcamping hab ich das so zum Beispiel nicht so. Aber so mit so einem großen Zelt auf dem Campingplatz, wunderbar. Das kann ich gut holen. Kannst du dir auch vorstellen, mit einem Wohnmobil irgendwie die Gegend feuern? Ich glaub, das braucht so ein bisschen Coolness-Faktor. Ich glaub, dann möchten wir uns ein Cabriolet köpen und dann da so ein Friesencamper ranhangen. Also so ein echt lütschen Wohnwagen. Ja. Also so ein richtig Mini-Ding, wo irgend so bloß das Bett binnen ist und ein lütsche Kök und ansonsten nix. Also das fände ich dann auch wieder witzig, das hätt Style. So. Okay, ja, das klingt schon mal gut. Also meine Eltern sind mit mir nicht campen feuert. Mein Papa macht Campen nicht so gern, meine Mama auch nicht. Aber ich hab für Camperarbeit. Wir habt in Usterb, das nennt sich das Südseecamp in Wiezenderb. Das war so quasi die Anlaufstelle, wenn man denn gerade so 5 Tage Söstein will und arbeiten darf, dann sind die Wietzendorfe Town Südseecamp und hab sich da in den Ferien immer Betten Geld dort verdient. Und ich hab Brötchen verkauft. Und das, ich muss sagen, diese Erfahrung mit den Campern hat mich hart traumatisiert. Wir habt immer gesagt so, boah, wenn die Nordrhein-Wand da einkommt, dann wandert das hier Land inne, oder Engländer oder Holländer. Usterb hat ungefähr 4.000 Inwohner. Und ob dem Südseecamp könnt auch noch mal 4.000 Camper leben. Oh, was? Da, dann der MP, da kämen die dann wie der Heuschreckenploch, habt eins leer gekauft, du hast nichts mehr kriegen und sind dann auf dem Campingplatz. Und das war enorme Tauschstand im Usterb, wenn das wirklich das Camp voll war. Und so hart wie Wiezenderb immer im Bett ein schlechtes Verhältnis tau Campern. Und wenn wir dann verglüht haben für eine Party oder so, hätte der meist haten Ex oder Camper. Und daher habe ich nie lang echt dagegen, wir hatten so ein Betten dagegen verschlossen tau campen, weil mit eins nichts wär. Und wie mir hätte das dann nämlich auch mit Festivals wieder anfangen. Da ich dachte so, boah, eigentlich ist Campen doch ganz cool. Also, ja, macht ja eigentlich Spaß, man ist in der Natur. Und ganz, ganz fair ist nun die Bewegung. Ich hab doch mal so ein bisschen nachhaken, wie das mit dem Camping überhaupt kommen ist. Und Hilka, möchtest du mal raten, wer der allererste Camper wär? Ich gebe dir ein paar Tipps. Also, es war ein Mann, ein Jesus. Knapp. Ötzi. Nicht ganz. Ich sag die Samtime 180 ist er nämlich von München nach Italien reist, in seine Kutsche noch, und hat dort ein Bett in. Bett, Leselampe und was ton schrieben. Ja, kennst du einen bekannten Schriftsteller aus Deutschland, der ungefähr ein Date left hat? Wer dat Goethe? Ja, Mensch, nicht zum ersten Mal. Oh,
De olle Goethe. Der olle Goethe, das war quasi der allererste Camper. Das richtige Campen, so wie wir das noch kennt mit, oder wie wir das denkt mit Zelt und dann Wegfeuern, das kam erst so nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Menschen so langsam werden im Beten mehr Geld haben, so in den goldenen Twintigern, dass sie auch mal wegfeuert sind und dass sie auch den Mittelschichtern werden im Beten Urlaub leisten können, dass das einfach ging. Im Zweiten Weltkrieg ist dann eins wieder inschloppen und nach dem Zweiten Weltkrieg hat das wieder angefangen und gab das dann so eine richtige Camperwelle in Deutschland. Ach, echt? Das ist, ja, und da kam das dann auch, dass Campen so ein beten schlechtes Image kriegen hat. Das war dann so, ja, dann ist das dreckig und man pinkelt in ein Chemieklo. Man kann sich nicht richtig waschen und da steht der Feinripp-Mann mit, naja, wie man das so kennt, Adidas-Puschen und mit einem Adidas-Socken steht dann durch. Und nun gibt es eine riesige Renaissance vom Camping. Kannst du dir vorstellen, was die Menschen nun wieder so motiviert zu campen zu gehen? Vielleicht, dass das auch nur das Cinderella-Gift. Du meinst Urinella? Nee, ich helfe eine Pipilotta, das ist, glaube ich, das selber als eine Urinella. Ja. Lebe Fruenslöt, kann ich empfehlen. Gold wert, ja. Ja, Gold wert. Nee, das Cinderella ist ein Campingklo, was du darin magst, verbrennt. Kaum, dass du das Thema Toiletten anschnackst, da will ich eigentlich erst Leute umgehen, aber wenn du schon so schön inleiten da ist, denn ich dachte mir, okay, im Bett ein Bildungsobdrach mit, wie okay, nochmal im Betten. Ja. Und wenn man versucht, was über Camping-Route findet, und wir müssen nur Facts über Toiletten finden, vor allem über Campingtoiletten. Und ich habe ja schon in der verlegen Folge erzählt, dass ich mein Hat an der Klärenloch verloren habe und habe mir gedacht, okay, das Thema Toilette muss ich da jetzt noch mit rinkriegen. Chemieklo, nee, das ist nicht so cool. Nee. Komposttoilette, oh, das ist schon ein bisschen spannender. Aber dann habe ich mir gedacht, was heißt Toilette eigentlich? Wo kommt das Wort denn eigentlich her? Weißt du das, Hilka? Hält nicht Toilette morgen irgendwie frisieren oder sowas? Nicht ganz. Toilette kommt aus dem Französischen, was wir uns sicher schon gedacht haben. Und das bedeutet lütschet Daug. Und das ist nicht betrogen, ob das Klopapier, sondern das war ein lütschet Daug, um sich aufzuschirmen. Wenn man sich während des Geschäfts quasi hinsetzt, hätte man das lütschet Daug um sich rummockt. Und das heißt Toilette. Ach, was? Ja, weiß ich auch nicht. Ach, was? Ich kenne bloß diese Geschichten von hier Versailles oder so, wo sich dann die vielen Lüder oder Adligen und eins achter der Vorhänge sit hat. Und ja. Dann da, ja. Und dann da er ein Otto oder was auch immer hinset hat. Achter der Vorhang schäden. Ja. Naja, aber ja genau diese Vorhang, der lutsche Daug, der Toilette. Wunderbar. Aber das ist auch so ein Ding, so mit diesem Friesencamper, der hätte dann ja auch keine eigene Toilette. Wie, boah, nee, das ist so, nee, das kann ich nicht. So dann das Chemieklo dann wegbringen, so mit diesem Chemieklo-Trolli. Boah. Nee, das will ich nicht meinen. Es gibt nur aber auch Komposttoiletten, was auch was ganz Spannendes ist. Weil gerade diese Komposttoiletten, du brauchst dich so Chemie überhaupt nicht. Das kann alles mit Sägespänen, Magwan, der Urin, den kannst du verdünnen und tauen Düngen nehmen und auch das Ganze, wie nennt man so schön, Feststoff in der Verfahrenstechnik. Und da kommt einfach im Bett ein Sägespänen über und das stinkt auch nicht gar nichts. Weil ich habe mich noch nicht so überzeugt. Doch, das ist all super mit so Komposttoiletten, aber ich bin ja ich fange anders an. Ich brug Glamping. Ja, ich brug ein Badezimmer und auf den modernen Campingplätzen, da gibt das ja so super Sanitäranlagen, das ist besser als man Bad, dass ich hier zu Hause habe. Also wie nutzen das denn auf dem Festival? Also über Festival generell schnacken wir auf jeden Fall noch mal ganz viele andere Folgen. Oh Gott, ja, da brug wie viele Folgen, Glöwig. Ja, wir können allein über die Festivaltoilette, kann ich bestimmt eine ganze Folge vertellen, was ich nur für live habe. Ja. Ja, Toiletten auf dem Festival, ich versuche dann doch schon mal noch eine Waterklosets zu gehen. Mhm. Oder, ja, wenn ich sag mal, das
ich sag mal so, dass die anderen Toiletten ob Festivals, wie kennst du eins als Dixie-Klo? Ich sag gern das Geruchszelt. Das kann echt so am zweiten Tag eine Herausforderung sein. Also. Ja, oder du bist noch tausensibel und buchst einfach noch 2 Wien, bis du dann da hochgehoben kannst und das einzig ist. Ja, das ist aber eine andere Folge, Lisa. Ich Absolut. hab ja nichts in meinen Kaffee hat. Stimmt, ja. Ich noch nie in einer anderen Folge. Oder, ja, jetzt bin ich mir drüber zu schnacken. Ja, Levelü, Kaffee und Wien und Festival, nochmal wann anders, aber nur geiler Zurück. Und Camping. Genau. Denn ich will noch mal einmal ganz kurz verklären, wo liegt denn nu der Zauber am Campen? Also, da dat nu so Wetter kommen deit und da dat auch gerade viele junge Lü sich nu auch Camper Sülm baut und Camper ut verkauft sind. Und ganz viel, oder viele sagt, das ist diese maximale Freiheit und Unabhängigkeit. Du kannst morgen, was du möchtest. Du bist absolut ungestört und du reduzierst dich auf das Wesentliche. Und ich finde, das macht echt viel Sinn, dadurch, dass unser Alldach von so vielen Regeln und so viel Stress und jeder möchte was. Du bist die ganze Zeit erreichbar über den Telefon und du Utobrecken. Das ist nur das Campen. Und daher war das so viel mehr. Aber ist das echt so? Wir auf dem Campingplatz, da ist ja eigens ein haares Regiment. Lude Musik mut auf 10 Uhr, mut Glock 10 abends aufstellt worden. Das gibt Mittagsruhe. Und so frei ist das doch eigens auch nicht. Aber du bist komplett ut der Gesellschaft gut. Also ut den Alldach. Ja, Ute Aldach, ja, das kann ich auch sagen. Aber ja, du hast dann ja eine Nähe-Gesellschaft auf dem Campingplatz, oder? Ja, ich glaube, dass du da komplett gut bist. Und viele junge Familien feiern jetzt auch campen. Die sind dann nicht mehr so, dass sie dann abends lang Musik macht oder so. Aber du isst, wenn du hungrig bist. Oder du geist schlafen, wenn du möchtest. Oder du hast ja auch nicht viel. Ich glaube, dass gerade diese Route kommen und so gaut wie nichts hemmen. Einfach eins in sie im Auto tahopen hemmen und maximal flexibel werden und zu sagen, ach Mensch, hüt gefällt mir das hier nicht mehr, morgen völlig woanders hin. Ich glaube, das mag den Reiz ut. Zumindest in den Förstellen. Ja. Und dann sitzt du auf einem Campingplatz zwischen den richtig olden Dauercampern mit dem Chemieklo und denkst dir, Und die sagt die, nee, so morket wie nicht. Genau. Auf dem Campingplatz, ja, das ist all anders. Das ist eine andere Sache. Genau, und daher denke ich, dass das gerade viel von diesem Campen und mag. Jedenfalls dieses Idealbild von absoluter Freiheit. Das gibt dann ja auch noch diese Tiny House Geschichte. So ein Tiny House finde ich eigens cool, aber das wäre ja bloß mein Ankleidezimmer. Ich wollte gerade sagen, so ein Tiny Schloss gibt das Glück noch nicht. Ich brauche so ein Tiny Schloss als Ankleidezimmer. Ja, genau. Das wäre super. Was hast du noch zum Thema Camping? Das wäre dann auch allen schon. Da sind wir aber eigens auch wieder das andere Thema, Lisa. Nämlich, was hast du denn für ein Lied für mich vorbereitet? Ja, ich habe einen ganz wundervollen Song. Ich fange mal an. Nix kann mich zurückholen. Ich bin durch den Himmel. 200 Grad. Sie nennt mich Mr. Fahrenheit. Ich such so fix as dat Licht. Ich möcht ein Örbeschallkehl und die Mocken. Hol mi nu nicht trüch, ich hef grad so viel Spaß. Oh, Na? Mr. Fahrenheit. Ist das ein deutschen Text? Nee, ist Englisch. Wieso muss ich doch wie an von Shaggy Boombastic Dick? Not im Bloten nicht mehr. Oh Gott, nee, ich kann so viel vertellen, der Sänger läuft nicht mehr, der würde das dann. Okay, das ist. Ich glaube, Shaggy ist noch an Leben, ne? Ja. Der wird bestimmt höchst beleidigt. Okay, und das ist ein Party-Song. Wie dem Song kann ich mich nicht durchholen. Nee, werde ich nicht. Also da kannst du mir okay einen Tipp geben. Ich werde das, glaube ich, nicht. Don't stop me now. Oh nein! It's having a good time. Oh, Queen. Ja. Oh, ey, ich werde aber nicht abkommen. Nee, ich bin auch echt schwor, mit den Lyrics einmal dann
die Dütschen quasi und dann nochmal auf platt. Wie den Song kannst du dir nicht zurückholen, das will ich ja auch mal sehen. Wenn das wirklich ein Menschen geben deit, der sich bei diesem Song, da wo nicht mehr die lütsche Finger zucken deit, das muss ein Unmensch werden. Das ist ein Unmensch. Okay, gut, du dann, aber dann passt das ja gut. Ich habe nämlich von da auch einen Song utsägt, wo ich mich nicht zurückholen konnte. Da muss ich jimmers mitgrölen und richtig Mützing, da war ich richtig emotional. Oh, jetzt hast du aber ordentlich anteast. Jetzt darfst du nicht mit Shaggy kommen, das weißt du schon, ne? Ja. Nee, Shaggy ist das nicht. Ich hab das übersetzt. Fremde Töft, ob und dol de grote Straat, sin Schem sögt sie in de Nacht, Laternenlücht, Lüde, Leven bloß Gefühle to finden, verstecken innerwegens in de Nacht. In the Night. Oh. Ist das von Elton John? Nee. Ist das von einer Band? Ja. Englisch? Ja. Hast du noch einen Tipp für mich? Der Norm von der Band hat was mit uns Thema von Dach to Don. Camping? Nee, die Band hat nicht Camping. Das Thema ist Reisen. Journey, on Vacation, Holiday? Oh, Freddy goes to Hollywood? Nee. Morgen? Oh, okay. Okay, helfst du mir? Du hast das all richtig gesagt. The Band hate Journey. Ja. Also das Lied hate Don't Stop Believing Oh, von ja. Journey. Stop believing. Ey, der Teil war als Punkt für mich, oder? Naja, Ich einen halben. so einen halben Punkt. Okay. Dann ist der Punktestand ein Punkt für Hilka, halben für mich. Aber ich hab das, wenn du das mal singst, das mein Übersetzen, das passt gar nicht so schlecht. Das geht so, Fremde Töft, ab und dol de grote Straat, sin Schem, sögt se in de Nacht, Laternenlücht, Lühe, Leven bloß Gefühle zu finden, versteckt wegens in de Nacht. Das passt gar nicht so schlecht, oder? Also, falls eine von uns Tauhörer das produzieren möchte mit Hilka, bitte schrieb du sofort. Oh, das finde ich ja cool. Keine Blattparty. Ja, Levelü, vielleicht habt ihr ja auch einmal ein Late or Platt übersetzt. Wir freuen uns, wenn ihr uns das mal schickt und dann könnt wir ja auch mal raten. Ja, genau. Und was sich da dran ändert. Also, ich glaube, wir sind auch am Ende von dieser Folge von Dach. Ich hoffe, du hast viel Spaß, Hilka. Du hast mir auf jeden Fall morgen nochmal der Schleswig-Holstein kicken und sich, wie war das Wikinger-Derb nochmal? Heiterbu heißt das. Wenn du wieder da bist, dann feuert wir mal zusammen noch Heiterbu und dann kick wir mal, was du in Island von der Wikinger Store lernt hast. Absolut. Oh ja. Also, Levelü, wenn ihr auch einen Song habt oder vielleicht auch noch einen Reisetipp für Deutschland, für Norddeutschland, schreibt uns das, wie freut uns. Und ich sag mal so, mit Balle. Macht das Gaudi Leben. Tschüss. Tschüss.